Matthäus, Kapitel 19. Und nach diesen Reden geht der Jesus fort von Galiläa ins Gebiet von Judäa an dem Jordan. Und viele Leute begleiten ihn und er macht es gesund dort. Und Pharisäer kommen, um ihn auf die Probe zu stellen und sagen, dürfen Mann seine Frau fortschicken aus irgendeinem Grund? Er gibt nicht zur Antwort. Wisst ihr nicht, dass sie den Gott von Anfang an als Mann und als Frau gemacht hat? Und gesagt hat, darum verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zusammenleben. Und die zwei sind ein Körper. Also sind es nie mehr zwei Körper, nur noch einer. Was der Gott zusammengebunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Sie sagen ihm, warum hat denn der Moses befohlen, man soll einen Scheidbrief geben und sie fortschicken? Er sagt ihnen, der Moses hat es wegen eurer harten Herz toleriert, dass er eure Frauen fortschicken dürfen. Aber von Anfang an war es nicht so. Ich sage euch, wer seine Frau fortschickt, ausser sie gehen mit einem anderen und eine andere heiratet, der bricht die. Seine Jünger sagen ihm, wenn das Rechtsverhältnis zwischen Mann und Frau so ist, dann ist das Heiraten nicht gut. Er sagt ihnen, diesen Ausspruch verstehen nicht alle, nur die, denen es gegeben ist. Es gibt Kastraten, die von Geburt an so sind. Und es gibt Kastraten, die von den Menschen kastriert worden sind. Und es gibt Kastraten, die sich selber kastriert haben, um die neue Welt zu gewinnen. Wer es verstehen kann, der soll es verstehen. Darauf bringen sie dem Kind, dass er die Hände auflegt und bete für sie. Aber die Jünger schimpfen mit ihnen. Aber der Jesus sagt, lasst doch Kind zu mir an und hebt es nicht zurück. Genau für die ist die neue Welt. Und er legt ihnen die Hände auf und zieht weiter von dort. Und es kommt einer und fragt ihn, Meister, was Gutes muss ich machen, um das ewige Leben zu bekommen? Er sagt ihm, warum fragst du mich über das Gut? Nur einer ist gut. Wenn du die neue Welt willst, musst du die Vorschriften einhalten. Er fragt, welche? Der Jesus sagt, die. Töt nicht, brich nicht die, still nicht, schwör kein Meineid, achte Vater und Mutter und bist so lieb zu deinem Mitmensch wie zu dir selber. Der junge Mann sagt ihm, all das habe ich gemacht. Was fehlt mir da? Der Jesus sagt ihm, wenn du es ganz gut machen willst, gang dein ganz Hab und Gut verkaufen und gib's den Armen. Dann hast du einen Schatz in der neuen Welt. Dann komm mit mir. Wo der junge Mann das hört, geht er wieder, ganz traurig. Er hat halt viel Hab und Gut. Der Jesus sagt zu seinen Jüngern, glaubt mir, ein Reicher hat es schwer, um in die neue Welt hineinzukommen. Ich sag's euch nochmal, ringer schlüpft das Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in die neue Welt geht. Ab dem verschrecken die Jünger grausam und sagen, wer kommt denn überhaupt noch in die neue Welt? Der Jesus schaut es an und sagt, bei den Menschen ist das nicht möglich, aber beim Gott ist es möglich. Darauf gibt ihm der Petrus zurück, schau, wir haben alles liegen und sind mit dir gegangen. Was kommen wir über dafür? Der Jesus sagt ihnen, glaubt mir, ihr, wo mit mir gegangen sind, in der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn mit seiner Pracht zu Gericht sitzt auf dem prächtigen Thron, dann regieren ihr auf 12 Thronen über die 12 Stämme von Israel. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kind oder Ächer wegen mir verlassen hat, kommt 100-mal mehr über und erbt das ewige Leben. Viele, die zuvorderst waren, sind dann zuhinterst und die Hintersten zuvorderst.